So ik wil mitreden over wat actually een naturale Jeburt is. Wenn ze geloven dat früh is, wenn die zijn dat ze een naturale Jeburt willen, die geloven bloß dat meint, dat die Baby nicht darf durch eine Operation geboren sein. Und das ist aber nicht so. Du siehst einen Unterschied von einer naturalen Geburt und einer Geburt, wo die Baby bis durch die Vagina kommt. So ja, ich will hier ein bisschen über den Unterschied reden, sodass du weißt, das für was du actually kannst schaffen. So ein Ding, was dort nicht eine naturale Geburt merken wird, ist, wenn die Geburt mit drogas verbunden ist. So, das hat auch zu bedeuten, also die drogas, das kann Betäubungsmittel sein, und das kann aber auch die Medizin sein, was die wird angemerkt, dass die Geburtswehen soll anfangen zu treiben, oder dass merkt, dass Busia antreiben. So, some Dinge, worum das dumm ist, du sind zwei Sorten Medizin, was die kann brücken, oder diese beide Sorten, was die kann brücken, um dort merken, anfangen antreiben, aber zwei von denen sind gemerkt von Schwein. So ein von denen ist Pitocin, und ich glaube, der Pitocin, das ist da, wo das gemerkt von einer Hormone von einem Schwein. Und die Fabrik, was like Pitocin merken dat, die sagt eben, dass es gefährlich Pitocin zu brücken, dass das soll nicht gebrückt, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Und hier würde eine Ursache sein, wo das nötig sein, Pitocin zu brücken, um dort so ein abzuspeeden. So wenn die Plazenta, das ist die Neugeburt, wenn der wird anfangen loszuluten, aber der ist noch nicht ganz losgeluten, für die Geburt so weit ab dem Wach ist, dann wirst du kein Pitocin brücken, um die Geburt abspeeden, sodass dein Baby kann Busia geboren für die Plazenta ganz als losluten. Wenn der Plazenta ist losluten wird, dann ist sie nicht mehr an die angemerkt. Und dann hast du so ein bisschen stolz hier bei der Plazenta, Oxygen wird alle sein, und dann kriegt dein Baby nicht mehr Oxygen. So, und sind diese Ursachen, kann das gut sein, wenn die wird angemerkt haben, dort merken, ein Busia antreiben. Aber die meiste Zeit ist das actually nicht nötig, dass die wird angemerkt. Die meiste Zeit, like, wenn der frühes Wort like, für Inductions genommen, das bloß, dass die Doktor stimmt gefallen, like, da merkt der Arbeit leichter. Und normal, wenn die Wort angemerkt haben, dort antreiben, dann geht die Geburt nicht mal gut nur dort, wenn diese Schweinshormone werden in die angepumpt, dann die Hormone, die kann dann nicht mehr schaffen. So dann die Geburt, die kann nicht mehr natural, das dort allein gehen, als was die soll sein. Und der andere Droga, was auch von Schwein kommt, das ist Cervidil, und das ist die Merk von der Schwein, ich glaube, like, Siemen, dort nennt sich Zoomen in Deutsch. So das ist von der Schwein Zoomen, dort wird die Mutterholz tun, und dort ist dort soll du Wing merken oder Busia Rieb merken, so dort, dort dann wieder schaffen oder whatever, oder Busia schaffen. Und das ist auch noch ein Ding, was nicht gut ist, wenn du das nicht natural, so wenn das wird angemerkt, das kann dann nicht natural wieder schaffen, wenn du hast nur was an den Körper tun, was nicht natural ist. Krieg aber jetzt, wenn es zoomen, das soll helfen, dass die dort like Busia Rieb merken, dass die Eier in die Geburt gehen. So was du kannst tun, wenn du unbedingt willst, das wollen tun, ist, du kannst bis mit dem Mond Sex haben, und dann so setzen, dort dort zoomen, wie die Bahn bleiben dat. Und dann, ja, wenn dort wie die Bahn ist, dort haupt dort alle doing weg worden dat, und Reut merken, das da rieb worden. So, das ist actually gut für die, wenn du at der Ende von deiner Schwangerschaft viel Sex hast. I know, die sagen immer, dass das ist, die sollst nicht, wenn du kannst dann leichter Infektionen haben. Aber solange es den Wutter nicht erst gebrechen, bohrt das actually nicht, und dort kann die actually zum Guten tun, wenn du dann viel Sex hast. Ich will bloß ein bisschen sagen, warum das kann gefährlich sein, wenn du das Drogas, das Pitocin brücken in deine Geburt. So, wenn du das all sind brücken, wo du merkst, dass das soll Busia schaffen und Busia treiben, das meint, dass du bemotzt den Körper, was zu tun, für dass du verreut ist. So, wenn du das die Sinne Dinge anmerken, zum Anleiten, zum das Busia treiben, das merkt die, dass du eine größere Chance hast, dass dein Lief kann reiten, und dass du kannst mehr bleiben, dass dein Baby erhört, das wird nicht mehr reich schaffen, den Blutdruck, das wird auch zu hoch oder zu leicht gehen. So, ja, das sind all diese Dinge, wo du musst überdenken, für du ja sein, dass du dort, wenn es normal dort dort nicht wird, und das ist normal, wo dann die Wort wird angemerkt, dort, normal, wenn du eine Medizin zu ja sein, das kommt dann bloß mehr, wenn es dort nicht mal die Hormone, die du schaffen dann, das ist nur die Medizin, und dann den Körper, das schafft dann nicht mehr natural. So, dann musst du bleiben, wie an naturale Dinge tun, was dein Baby dann bürten ist. Und das ist normal, wo dann seine Geburt lädt,
aber ein dann, dass die sich Mattenluten japarieren. In diese Medizinbrücken, das ist auch nicht bloß Pitocin, like all die Dinge, die kann geben in Hospital, das sind nicht naturale Dinge, und das sind auch andere like Side Effects. Das muss sein, ein von den Ursachen, wo man doll früh ist, dat schwor hand met kan brastvoederen. De drogas wat die geven doen, een van de side effects is dat die wat die brastvoederen affecteren, zodat du either nicht was die noch mal kann oder du was some kind of a problem like that, kann die dort merken. En dan nog een denk ik ook, die doet like dit is zo groot van Pitocin, dat een vrouw wat depression krijgt, nu dem wat de Jeburt heeft. I know dat is normaal dat een dat is de wat verken dat vrouwen kan depression hebben, so du kannst even depression haben, wenn du dann noch nicht wenn du nicht hast drogas genommen, aber normal, wenn du das Pitocin nimmst, dann wirst du da Probleme haben mit Depression nur haben. Cervidil ist aber auch eine Droge, die die Pferden brücken tun, um den Baby aufzumachen, das ist für eine Abortion. So wenn du dort brücken tun, dann merkst du dann really überdenken, zu was war das an deine Geburt gebrückt, das wird für eine schlechte Droge, ist das dann nicht. Und das ist dann something, was an die wird nicht tun, was die groß was ich soll mithelfen für die Geburt. Und das ist aber eigentlich eine gefährliche Droge. Noch ein Ding, was du nicht eine naturale Geburt ist wenn dein Baby nicht für selbst zurückkommt. So ich habe hier von uns die früh ist, die Doktor steht dann hängen wie den Namen, like um das Baby anfangen zu reden. Du jetzt auch Dinge an das Baby Kopf zu schrauben und dann dort ist dann auch zum Halten das Baby da reden. Du sagst auch Forceps, das ist auch noch eine Maschine, die eine Beine machen dann like abgehoben und somehow ist dort festgemerkt. Oder even wenn die an den Buck abdrücken tun, um so das Baby das dort rütterdrücken. Diese Dinge, das ist alle nicht normal. Das ist nicht nötig, dass dein Baby das dort halbdrehen, um mit rütterkommen. Einmal, jetzt das sind, dass dein Baby schneller Fuß ist auf den Pubic Bone, das ist die Knacken, die du fern hast, zwischen den Hüften dann. Und wenn das passiert, das sind andere Dinge, die du kannst tun, dass dein Baby natural sich besser drehen. Das ist einfach dort in Englisch, dort nennt sich Mile Circuit, da wirst du kann absehen on YouTube. Aber basically, das sind 3 verschiedene Wege, wie du dann musst die Hand stellen. Und dann musst du für gewisse Minuten in jeder Position bleiben, sodass dort dein Baby kriegt mehr Raum, dass der kann, wenn du musst, like, das einfach der erst, wenn du bist fair und ever gebären, so dein Baby dort rutscht dann besser ab und dann hat dort mehr Raum, dass der sich kann drehen, dass der du nicht fast ist. So du sind diese Dinge, was du kannst tun, wenn dein Baby nicht would oder wenn er would die Schule fast sein oder something like that, so dass es wirklich nervös nicht nötig, dass die Matten in die Pfoten, wenn es das normal wird dann so erweitert und ja, wenn es dort weitert und dort sperrt sich bloß nicht fern oder whatever, all dort, like, was die Mom dann fallen kann, das instantly, dort fängt an mit den Hormonen zu verstellen. Und dann sind die Hormonen nicht durch, like dort FER, was dann soll dein Baby bis so rütschüben, da kann man auch von das Gerät. Du willst dort, like, das ist der Hormone, was du so spüren, das ist kalt, like, wenn du dich anfangen, dein Baby dort kämpft bloß rüt. So, wenn du mit das manche packet, like, dein Baby wird anfangen zu reden, oder das Design dann, dass du sollst nicht anfangen zu schüben, so, wenn du dann, like, für mehrere Stunden schüben das ist alles nicht normal, und das ist dann, was dort brechen, dass die Hormone FER nicht du kannst sein, um dein Baby merken, ganz fein kommen. Und dann noch ein bisschen mehr über für Stunden lang schüben. Das ist nicht normal, wenn eine Früh es für 3 Stunden schüben oder even like 40 Minuten schüben, um so in das Baby rüberzukommen. Wenn du so lange schüben das ist, was dann, du dann in doll Pressure auf deine Muskeln ab, und das ist, wo du dann was viel doller abschwallen und auch viel doller rieten. Und dann das bringt mich zu den nächsten Punkt. So ein Rieten ist auch nicht von der naturalen Geburt. So, ich weiß nicht, wo Degrees in Deutsch zu sein, aber in Englisch die haben immer 1., 2., 3. und 4. Degree. So 3. und 4. Degree, da würde sein, dass wenn du ganz das, like, auch vom Bein rieten und was in den Morsch rieten. Das ist nicht normal. Wenn du so ein Rieten das von der naturalen Geburt, oder von der Geburt durch die Vagina, wenn das ist nicht natural, der meint, dass du hast angefangen zu schwimmen, die Hormone sind nicht durchgewasst, oder die haben dein Baby ab Sinne Weich rückgereten, fördert alles zu breit wird. So, wenn du die 1. und 2. Degree rieten das ein bisschen kleine Pastie rieten, wo das wirklich nicht nötig ist, dass die was töpft nicht, so erfärken wollen die du willst aber auch nennen, aber du hältst actually Busia in Beta, wenn du dort nicht lässt töpft nennen. So erfärken, wenn du die down nennen, die down einmal stärker geben, als was die wirklich sollen down, das ist, dass die dort die Wing soll
dolle eng zijn. Die zijn immer in, dat is wirklich zum Oiden, aber das ist eigentlich, dass den Mund soll besser sperren, wenn du Sex hast. Und das ist aber so ein Dampf, wenn du das ein Muskulo, du kannst den Muskulo war stief merken, nur die Geburt. Und das ist actually fan, man früher ist dann praktizieren, like den Ejercicio. Während, wenn du nicht das was die kann euer merken, dass du, wenn du alle wollen, dass du dann, was Trouble haben mit, deine Bluse nicht kann dich hören. So, das ist gut, wenn du das praktizieren, dass der Muskel auch wieder kann stief werden, und dann kannst du später den Wutter hören. Aber so, ja, das ist nicht nötig, dass die du Maten wieder taub nennen. So, wenn es das, da wird so ein Fan sein, wenn du nicht das Luten, dass die kann nennen, wenn es, well, das später, wenn du kannst, taub wasen, dort wo es dann besser taub. Und wenn du die das Luten nennen, normal, wenn du dann wahre eine Geburt hast, dort wird du dann wahre rieten, wenn es dort weil, du musst die Chance haben, um sie taub wasen, als was das soll sein. So, wenn du die nicht lässt nennen, dann hast du eine viel größere Möglichkeit, dass du in die nächste Geburt nicht vor Sterben rieten. Und trag so auch wie ein rieten, das ist nicht normal, wenn die Uingmatten abschneiden, für das Baby kommen wird. Wenn die abschneiden dann, das ist dann, wo du viel schwerer taub heulen, als wenn du das natural rieten. So, wenn du mal wirklich für seine Ursache sein, dass das fehlt, dass du musst wieder sein, das ist doch besser, wenn du dort lässt, selbst rieten, so, during the time, like, wo das Baby kommt, das ist besser warten, dass das soll selbst rieten, als vorher dort Schluten schneiden. Das ist auch nicht natural, wenn die dann so abpassen, wo lang die Geburt angehen wird. So, das muss sein, wenn die glauben, dass dann muss die Baby geboren sein. Oder dann, wenn die Mutterholz noch nicht so weit up ist, dann wollen die anlags sich anmerken, dass das soll, oder Taubusia gehen. Das ist nicht normal. Eins die früh ist, und das ist actually so normal, für wenn du früh erstes Baby hast, dass die Geburt wird für über 24 Stunden gehen. Und das ist aber nicht die Angründung, wenn die Hormonen oder, durch sind, dat meine nicht, dass du wirst grausam so ermord sein und dass du wirst like schreien und weiter oder etwas was große weiter sein, wenn es das nicht wie eine naturale Geburt ist. Eine naturale Geburt ist nicht grauslich oder schrecklich. Das ist nicht, dass du mit grausam so ermord worden und dass du das nicht mehr wirst kennen. Das ist nicht, dass du mit so große weiter verbunden ist. Du sind Hormone, dass das alle kann fan schaffen. So ja, du darfst die nicht luten, nur paaren an der Geburt. Das ist so normal, dass eine Geburt kann lang sein, als die früher sind eben eine Geburt vielleicht 72 Stunden. Und das meint aber nicht, dass Geburtswein und Geburtswein sind, like, dass es dort busig und busig kommt. Eins mal, das ist so, aber das wird nicht, dass das vielleicht 72 Stunden, wo es dort sind. Das nennt sich normal einmal, like, the active stage of labor. Das ist dann, like, gemeinlich, like, da wird so busig ist dort, wenn du über 8 cm bist. Und wir wollten, like, bei 10 cm dann kommt das Baby. So, ja, wenn das so ist, dann bist du meist ohne eng. Und einmal, wenn das aber dann das so lang dauert, dann meint das die Mom, die wird so verstümmelt und dass die sich nicht fein verreiben kann. So, und dann kann die kannst später verreiben, die kannst die guten Boden. Das ist either mit einem Trainer oder einem Boot wohnen. Das sind Dinge, die kann alle helfen, dass du die kannst später verreiben. So, ja, wenn das lang dauert, du siehst dann something, was mit deinen Hormone verstimmeln das. Dus wenn das lang dauert und dort Jeburts-Wein und Jeburts-Wein sind und dort nicht wieder gehen das. Aber ebenso, wenn das nicht so nicht so Druck ist, dann ist das normal, dass die Geburt kann so lang dauern. Und wenn die lang dauern das meint nicht, dass die Mutter wird angemerkt, dass das soll anfangen, Busier zu kommen. Wenn jeder Körper und jeder Baby, das wird an seine eine Zeit gehen. Eins die Geburten sind plus 3 Stunden und eins die Geburten sind länger. Und einmal das Fan, wenn die Geburt länger ist, wenn es, du sind meine Dinge, was müssen passieren. Das muss sein, maybe, dein Baby ist nicht in einer guten Position. Da wird dann länger dauern, bis dein Baby in einer guten Position ist, wenn es dann da wird, mit dir, nicht eine gute Position sein, dann kann das viel schwerer sein, wenn das zurückkommt. So einmal, das ist gut, wenn dann das länger dauert, wenn es dort dein Baby bloß mal Zeit und auch den Körper, dass der sich kann, Fanreut merken. So, was ist eine naturale Geburt dann wirklich? Das ist eine Geburt, wo die nicht darf genäht. Du zwar eben, wenn du in dessen Bett rieten, das ist die erste oder zweite Degree rieten, du darfst nicht viel genäht. Du das später, wenn du das Salzluten taub heulen. So ja, eine naturale Geburt, die darf du wirklich nicht genäht. Und diese Geburt, wenn es natural ist, die Mom, die grüllt sich nicht. Und das ist nicht eine schreckliche Geburt. Ich sage, das ist eine Geburt, du kannst das Baby mit der Feit erstet. Und das ist bis die Mom
in de voeder dan, die zijn aan de boot woon. En ja, dat baby, de feite komt door het eerste ruut. En de dad, de eerste, werden dan, like, die zat hingen de vroeger in de wachten voor dat baby. En dan wanneer de kappers eruit komt, de bond als er om den kop gewackelt. En dat is ook niet something, wo du die daar even wat voormerken. So de voeder, die houdt dat baby dan blis onder je voeten. En dan wackelt hij den bond van den hals dan weg. En dan stapt dat baby daar de mam en de bein dan nu veren. En dan heeft de mam en baby dan. En de mam en de dad, die werden allebei de stel. De mam, die had niet schrijkelijk zo angst en dat weet ook niet voor. En meest alle dokters waren die maar zijn van dat baby met de fight eerst komt dat is niet fijn dat wat een zaaddarm Jeburt zijn en dat is zo gefährlich. Dat zal niet, dat zal daar vagina geboren. So, ja, dat is de Jeburt, dat wird een zo schmakke Jeburt, die ouderen die werden allebei ganz ruhig, die hadden niet veel angst. De man die gelooft dat baby dat körper dat kan doen. En eens die mal, wanneer de baby's met de fight eerst zijn, dat is dat baby dat wat dat actually leichter zijn met de fight eerst geboren. So dat is niet meer aardig van dat es dit komt. En proeven die baby om te draaien, dat is eens die mensen die doen dat die boek like terugmerken, om zijn dat baby te draaien door wat kop eerst komt. Normaal die baby's die blijven immer bij terug flippen, wens dat baby dat weet dat wat dat leichter zijn geboren met de fight eerst. So dat kan ganz fijn en naturaal zijn, van dat met de fight eerst komt. En dat is, maakt niet dat wat zo dam zijn voor die, of dat du worst je gaat rieten. Wens, like I said, wanneer du das je gaat rieten, dat is dan niet naturaal. Dat is something as du aardig gewoon, dat du moest zo rieten. So ja, een naturale Jeburt, dat heeft zo veel met hormonen te doen. Dus dat is een hormona voor alles. Die doet zo die dikwijls fijn verrijven, dat het niet durft je gaat wij doen. Dat zal niet schrikkelijk voor die zijn. Jeburt, dat zal werkelijk, dat is een zo important moment voor die. En ja, wanneer die gruwelend is, ten waar aan de Jeburt gaan, dat meint dan dat die Jeburt is eigenlijk niet ganz naturaal ongegaan. Wens een Jeburt, dat is niet wat schrikkelijk. En ja, dat zal niet dom zijn. En dan, nu die Jeburt dan, dat is ook geen boos dat het baby met je weegt, of dat zal fiber je testen, dat met je gaat ramgerubbeld, dat het je gaat roeren zal, wens wanneer je Jeburt niet schrikkelijk omgaan, dat is actually normaal dat baby's niet durven je gaat roeren. Vaak de baby's die roeren wens, die is op een gruwelgewacht en de welt gebracht worden, en die weten dat dit is niet normaal. Maar deze zou dan ramgeperkt worden, of je doet like de allerhand met de down, dat is niet normaal voor dat baby, en dat baby dat gruwelt zich dan je gaat. So wat de goud is, wanneer dat baby bless wordt, dan op de mam en de bras nog die ligt, en dat die kan breastfeeding, wanneer dat baby door dan is verrooid is. En ja, dat zal best een zeer stille moment zijn voor de beide ouderen. De dad kon het ook, dus dat baby op zijn huid gaan. So ja, dat zal een fijne, goede moment zijn, mijn meet hier. Die willen maar alle met aan zijn. En die kipt met brams. Maar ja, door als tijd dat dat baby kan geweegd worden en al die dingen wat die willen dan nu zijn en dat meten en al dat. Maybe den foutje, den stampmerken of whatever. Du hast veel tijd dat du dit nu her was gaan doen. Dat is zo wichtig dat du aanvang de bijzondere tijd hast met die baby en die man. En dat du niet veel wat aangedoen wens. Want dat baby niet wat, van dat baby wat zo like op de nerk voets nu je wordt. Dit kan ook zijn dat du was veel trouble gaan met een slemmet kind, like wanneer dan een newborn zijn.